Ein ganz herzliches Hallo. Schön, dass du da bist beim Podcast Herausforderungen leichter meistern und Lebensfreude gewinnen. Heute geht es um das Thema Angst oder Liebe. Was ist deine treibende Kraft im Leben? Mein Name ist Pierina Steiner, Happiness Flow Coach und Hypnosetherapeutin. Dieser Podcast heute liegt mir ganz speziell am Herzen, weil es für dein Leben wichtig ist zu erkennen, was deine treibende Kraft in deinem Leben ist. Vielleicht denkst du jetzt, es gibt doch viele Formen von Emotionen, viel mehr als nur Liebe und Angst. Ja, das ist es so. Doch im Grunde genommen gibt es 2 Grundemotionen. Alle anderen Emotionen, könnte man sagen, liegen davor oder lassen sich entweder der Liebe oder der Angst zuordnen. Ich weiss, dass wenn du mich als Hypnosetherapeutin und Coach kennengelernt hast, kaum kannst glauben, dass ich in der Schule in meiner Lehrzeit und noch am Anfang von meiner beruflichen Tätigkeit, also gerade nach der Lehre, ein ganz schüchternes Mädchen war, das unsicher war und schnell rot ist geworden. Dahinter ist nichts anderes gesteckt als pure Angst. Ich hatte immer Angst, etwas Falsches zu sagen, etwas Falsches zu machen, dafür kritisiert zu werden. Ich hatte auch Angst davor, ausgelacht zu werden, mich lächerlich zu machen, als blondes Dummchen abgestempelt zu werden. Die Angst ist so tief gesessen, dass es lange Zeit mein Wegbegleiter war und mich gehindert hat auf dem Weg zu einem selbstbewussten Leben. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich stolz der erste knallrote Lippenstift aufgetragen. Dann bin ich etwa 18 und bin mit meinen Eltern unterwegs zu meiner Schwester, sie zu besuchen, die ziemlich älter ist als ich. Und als sie bei ihr dort angekommen, hat sie gelacht und gesagt, wenn du schon knallroten Lippenstift auftragen, dann solltest du ihn aber auf die Lippen und nicht auf die Zähne streichen. Ich weiss noch wie heute, wo sie mir das gesagt hat. Ich weiss, dass sie das absolut nicht böse gemeint hat. Aber ich habe mich so unheimlich geschämt dann, dass ich nie und wirklich nie mehr einen knallroten Lippenstift benutzt habe. Aus Angst, dass mich wieder jemand auslacht. Ich bin überzeugt, dass du solche oder ähnliche Geschichten auch erlebt hast, die bewusst oder unbewusst tief sitzen und immer noch in dein Leben wirken. Bist dir bewusst, da wo Angst ist kein Platz für Liebe und wirkliche Selbstliebe. Der Grund ist, weil wir alle unser Leben auf unsere Glaubensmuster aufgebaut haben, die schlussendlich unser Glaubenssystem ausmachen. Dein Glaubenssystem, das entsteht aus deinen Erfahrungen und deinen Erlebnissen, aber auch aus den Erlebnissen und den Erfahrungen und den Behauptungen von anderen Menschen und deiner Umwelt. Und genau nach dem lebst du und handelst du und verteidigst auch deine Ansichten, Meinungen gegen aussen. Tief drinnen, in fast allen Menschen, steckt leider die unbewusste Überzeugung, nicht gut genug zu sein. Wenn du den Gedanken als deine Wahrheit betrachtest, hat er enorme Auswirkungen auf dein ganze Leben, weil du aus Angst handelst. Damit wir Menschen uns nicht mit unserer Angst beschäftigen müssen, haben wir uns unbewusste Strategien zugelegt. Entweder versuchen wir, unser Mangelgefühl im Aussen zu kompensieren, um glücklich zu werden, oder um gut genug zu werden.
Das tun wir, indem wir uns mit Geld Statussymbol anhäufen und Besitztümer. Wir tun aber auch im Aussen nach Anerkennung lechzen, dass wir Komplimente bekommen, sei das Facebook, Instagram-Likes, Sex und so weiter. Wir bringen unseren Körper in extreme Form, um von aussen Anerkennung zu bekommen. Wir arbeiten 14 Stunden und mehr, nur um anerkannt zu werden und vielleicht auch Komplimente zu bekommen. Alles dreht sich bewusst oder unbewusst ums Thema Kompliment und Anerkennung zu bekommen. Es kann aber auch sein, dass wir unseren verdrängten Schmerz von dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, einfach nur betäuben, um ihn nicht müssen fühlen. Dann wird geflüchtet in Computerspiele, Social Media, Flimmerkisten, Alkohol, Essen, Sex, es kann aber auch Sport sein, Arbeit und sogar exzessive Persönlichkeitsentwicklung. Oder noch schlimmer, Drogen. Hauptsache, wir werden von irgendetwas zugetrönt. Teil haben sich da so in die ganz eigene Strategie zusammengeschustert. Manchmal ist es auch nicht einfach nur eine Variante, sondern es sind mehrere Varianten oder die beiden Varianten, die ineinander hineinschleifen. Und je länger die angewendet werden, werden sie umso weniger bewusst überhaupt noch wahrgenommen. Tragisch ist, wenn es auch die betrifft, dass es deinem Bewusstsein total entgeht, dass du das Spiel absolut nie kannst gewinnen. Wirklich nie gewinnen. Denn mehr, noch ein bisschen mehr arbeiten, noch ein bisschen mehr gamen, geht immer. Mehr Essen, mehr Statussymbol, mehr Arbeit, mehr Sport, mehr Alkohol, mehr Social Media. Damit verbaust du dir, dass du dort ankommen kannst, wo du eigentlich hin möchtest. Ein glückliches, befreites, angstfreies Leben. Mit solchen Strategien verblasst jede Selbstreflexion, weil kein Rauskommen aus dem Hamsterrad stattfindet, weil das immer mehr und mehr unbewusst abläuft und zu einer Gewohnheit wird. Ja, zu einer Selbstverständlichkeit wird, wo man mit der Zeit als völlig normal betrachtet. Eine weitere Rolle spielt natürlich auch unser liebgewonnenes Ego. Ob du aus Liebe oder aus Angst handelst, da ist das Ego auch mit beteiligt. Das Ego ist dein Selbstbild, deine Ich-Konstruktion. Ganz viele tun sich 100%ig identifizieren damit, mit ihrer eigenen Ego-Struktur und glauben dann, sie sind das Ego. Dabei vergessen sie, dass das Ego im tatsächlichen Sinn gar nicht existiert, sondern nur in ihren Gedanken. Und wir können sagen, genau diese Gedanken halten das Ego auch am Leben. Dazu solltest du wissen, dass das Ego nicht einfach etwas Schlechtes ist. Nur kommt es eben darauf an, wer der Herr ist in deinem Leben. Denn das Ego, das ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und das ist halt das Fatale daran, dass es bei vielen in unserer westlichen Welt das Ego der Herr ist und die Menschen sich vom Ego leiten lassen. Du musst dazu wissen, das Ego hat nichts mit Herzgefühl zu tun, nichts mit Liebe im Hut. Das Ego lebt immer in erster Linie in der Angst. Es benötigt Anerkennung vom Aussen. Das Ego will Recht haben. Es will seine Bestätigung bekommen. Es kennt kein Genug, weil es nie genug hat. Es stellt sich über andere und setzt andere ab, dass es sich besser fühlt.
Das Ego will sofort und umgehend Befriedigung von seinen Bedürfnissen. Und schon sind wir wieder mitten in der Angst. Denn das Ego, das handelt nur aus der Angst. Solltest du dich jetzt irgendwo erkannt haben, dann liegt es mir wirklich am Herzen, dich mit diesem Podcast wachzurütteln, aufzuwecken aus deinem Dämmerschlaf von der ewigen Verdrängungsstrategie, von der Macht abgeben ans Ego und dich deiner Angst zu stellen. Denn nur dann wird es dir möglich sein, dich von deiner Angst auch zu befreien, um aus Liebe zu handeln und zu leben. Das ist der einzige Weg, um ein wirklich erfülltes, glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Wenn du dich irgendwo wieder erkannt hast, dann bist dir bitte bewusst, dass sich die bewusste oder unbewusste Angst in jedem Lebensbereich zeigt und auch in jeden Lebensbereich hineinwirkt. Vielleicht denkst du auch, das betrifft mich nicht. Dann möchte ich, dass du dir Gedanken darüber machst, wie es denn bei dir ist. Ich will nur dir ein paar Lebensbereiche aufzeigen. Bitte beantworte doch für dich selber mal folgende Fragen. Warum bin ich in meinem jetzigen Beruf? Mache ich es nur wegen dem Geld? Mache ich es, weil ich denke, dass ich keine Chance habe, für das zu machen, was ich wirklich liebe? Oder lebe ich in einer Partnerschaft oder Ehe, die mich nicht mehr erfüllt und voller Liebe ist? Oder lebe ich in einer Partnerschaft und Ehe, die zur Gewohnheit ist geworden, wo die Liebe vielleicht schon längst gestorben ist und du denkst, dass du keine Wahl hast, weil du Angst hast vor finanziellen Problemen, wenn du dich befreien willst. Oder Angst hast, was die anderen denken, wenn du diesen Schritt machst, vielleicht im fortgeschrittenen Alter. Bist du eher ein Ja-Sager, statt offen deine Meinung kundzugeben? Stellst du dein Licht unter einen Scheffel, um andere nicht zu verletzen? Und so weiter und so fort. Gang einfach mal dein Leben in Gedanken durch und frag dich, aus was heraus handle ich? Was ist mein tatsächliches Motiv, das hinter meinem Handeln steckt? Ist es Liebe oder ist es Angst? Ich weiss, dass Liebe oder Angst zwei extreme Gegensätze sind, wie schwarz und weiss, und es dazwischen ganz viele Grauabstufungen gibt. Ja, das ist richtig, doch wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, in die Selbstreflexion gehst, wirst du immer eine Grundtendenz feststellen, die aus Liebe oder aus Angst besteht. Wenn dir die Selbstreflexion schwerfällt, dann gibt's noch eine andere Möglichkeit, um zu erkennen, ob du aus Liebe oder aus Angst heraus handelst. Wenn du aus der Liebe heraus handelst, dann fühlt sich das sehr gut an. Du bist in positiven Gefühlen, bist glücklich und erfüllt. Wenn du hingegen aus Angst heraus handelst, bist du in negativen Gedanken, fühlst dich nicht gut, nicht glücklich und hast ein komisches Gefühl in dir drin. Denk bitte dran, alles, wirklich alles, was du im Leben tust, auch jeder Gedanke, entsteht aus diesen zwei Grundgefühlen, Liebe oder Angst. Alle anderen Gefühle, auch in den Graustufen, lassen sich zu diesen zwei Grundemotionen zuordnen. Mit diesem Podcast möchte ich dich einfach wachrütteln, damit du dein Leben hinterfragst, welches Gefühl dein Leben tatsächlich bestimmt. Denn ein Leben in Liebe heisst, du bist glücklich,
voller Selbstliebe, hast ein gesundes Selbstvertrauen, du lebst so, wie du dir es wünschst, bist ausgeglichen und in Frieden mit dem, was war, mit dem, was ist und sein wird. Denn du lebst ein Leben voller Fülle, wo nichts mit einem fetten Bankkonto zu tun hat, deinem Statussymbol oder deinem Status im Aussen. Wenn dein Leben das nicht ist, du vorwiegend erkennst, dass du aus der Angst heraus handelst, dann lege ich dir ans Herz, dir selber die Frage zu stellen: Wann ist es genug? Wann längt's, dass ich mir mein wirkliches Glücklichsein, meine innere Zufriedenheit verbaue? Wann ist es genug, aus Angst heraus zu handeln, statt mir ein erfülltes und glückliches Leben zu erlauben? Wenn es genug ist, diese Frage kannst nur du beantworten. Nur du allein kannst es ändern, um inskünftig aus Liebe heraus zu handeln. Denn aus Liebe handeln heisst auch, aus der Selbstliebe heraus handeln. Es ist deine Entscheidung, ob du sagst, es reicht jetzt, aus der Angst heraus zu handeln. Ich will jetzt meinem Leben eine neue Richtung geben und aus der Liebe heraus handeln. Vielleicht hast du noch Zweifel, ob du das schaffst. Das ist völlig normal. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, der Weg ist vielleicht viel einfacher, als du denkst. Das haben auch schon zahlreiche Kunden bemerkt, als sie ihre Ziele erreicht haben und das festgestellt haben. Solltest du dich für einen Weg von der Liebe entscheiden, dann lass mich doch wissen und wir werden gemeinsam eruieren, wie ich dich dabei am besten unterstützen kann. Dann benutzt doch einfach im Podcast beschreibt den Link zu meinem Kontaktformular. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Ich wünsche dir von Herzen, dass du erkennst, dass der Weg aus dem Unglücklichsein, nicht am erfüllten Leben, aus der Angst herauskommen, nur der Weg ist über die Liebe. Die Liebe zu dem, was du tust, was du machst, wie du handelst, wie du denkst. Ich wünsche dir von Herzen, dass dich die Liebe als treibendes Gefühl durch dein Leben trägt. Auf deinen Lebenserfolg, deine Pierina Steiner.